hatten heute unseren ersten deutsch-slowenischen Wirtschaftstag, was ein großer Erfolg war. Wir hatten sehr viele deutsche und auch slowenische Experten, die uns heute ein bisschen näher gebracht hat, was heißt es Industrie 4.0? Ist es jetzt Industrie? Ist es Digitalisierung? Heißt es Internet of Things? Das Fazit am Ende des Tages war, die Innovationen von heute schaffen die Arbeitsplätze von morgen. Es heißt, wir müssen jetzt anfangen, daran zu arbeiten, die Digitalisierung umzusetzen. Es ist kein Produkt, sondern es ist eine Evolution, was Schritt bei Schritt vollzogen wird. Für die Kammer war es deshalb auch so erfolgreich, weil wir so ein bisschen der Trendsetter jetzt hier in Slowenien sind. Wir haben es zum ersten Mal gemacht. Das wurde uns halt auch von unseren Teilnehmern als auch von den Referenten bestätigt, wie wichtig das war, dass wir es gerade heute durchgeführt haben. Gerade gestern hat auch die Europäische Union ihre digitale Strategie beschlossen, was auf jeden Fall halt auch in den einzelnen EU-Ländern umgesetzt wird. Das heißt, wir haben halt heute einen ganz, ganz wichtigen Meilenstein in Slowenien gesetzt. Industrie 4.0 wird uns das ganze Jahr über begleiten. Es ist unser Jahresthema 2016. Es wird uns sicherlich auch noch das nächste Jahr begleiten, weil wenn wir von Evolution sprechen, ist es einfach kein Thema, was man mit einer Veranstaltung abfertigen kann. Wir beabsichtigen also jedes Jahr diese Art der Konferenz zu machen mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen. Diesmal hatten wir eher generelle Themengebiete besprochen. Wir werden uns sicherlich noch mehr spezifizieren in Zukunft. Wir sind jetzt da, wir haben jetzt gerade halt die Preisverleihung der deutschen Wirtschaft vollzogen gehabt. Wir haben das in Kombination mit unserer Wirtschaftskonferenz getätigt in diesem Jahr, weil wir auch das Thema Digitalisierung haben und wir haben einen Preisträger ausgewählt, der schon ziemlich weit ist im Bereich der Digitalisierung, angefangen über das Lean Management, über halt die Digitalisierungsstrategie und was auch ganz wichtig war für den diesjährigen Preisträger, dass diese Firma nicht nur das für seine Firma macht, sondern letztendlich auch einfach über Know-how das weitergeben möchte halt an andere Firmen. Das war eigentlich das Kriterium für den diesjährigen Preisträger.